Seit 2022 ass Inflationun ëmmer im Thema an den Norrichten a jideri schwätzt darüber. Wie wat ass d'Inflationun? A wéi get ze gemoos? Grundsätzlich ass d'Inflationun eng allgemeng Erhéigung vun de Preiser fir Waren a Service. Dat kann bedeiten, dass die selwecht Produkte méi kachten oder dass sie fir die selwechte Preis wanner krit, wat mir als Schrumpfung bezeichnen. Et schwätzt e vun Inflationun, wann et net nëmmen eng enzeg Preis hosket, wie wann Preiser vun de meescht konsumierte Waren a Service an enger Wirtschaft geklomme sinn. Wéi gët d'Inflationun gemoos? D'Inflationun gëtt anhand vum nationalen Index gemoos. Das DATEG, dat Nationales Institut für Statistiken an Ökonomie, verfolgt Preisentwicklung vun de gängigste Konsumgüter zu Lützeburg. Lebensmittel, Kleidung, Mevel, Gas, Pizza oder de Loyer. All Kategorie gëtt entsprechend hirem Undeel Verbrauch an de State ponderiert. Stell dir grosse Wurekurve fir, den all Produkte a Service enthält, den Stot brauch. Den Index ergëtt sich aus der Preisentwicklung vun den einzelnen Produkte multipliziert mat ihrem jeweilige Gewicht. Den echten Index für Lützeburg gouf vir iwwer 100 Joer 1921 veröffentlicht an huet sich op 19 Produkte vum alldeegliche Bedarf baséiert, sowie Mëllech oder Butter. Haut verfolgt das DATEG allmond Preisentwicklung von iwwer 90.000 repräsentative Waren a Service. Dazu geht es DATEG entweder an Geschäfte fir Preise abzuschreiben oder erhält Transaktionsdaten vun de verschiedene Geschäfte zu Lützeburg. Historisch gesehen ist die Inflation zu Lützeburg an der Mitte vun de 70 Jahren geklommen, an dat bis op iwwer 10%. Seit der Aufhebung vom Euro ist den Index am Durchschnitt aber all Jahr bei ënner 2% liefen. Nur der Covid-19-Pandemie oder dem Krieg an der Ukraine, wo viele europäische Länder für d'éischte Kéier seit den 80er Jahren enger hecht Inflation erlebt. Bis zum größten Teil vom Jahr 2022 ist den Inflationstaux op iwwer 6% geklommen. Gëtt dann so etwas wie einen idealen Index? Für viele Zentralbanken auf der ganzen Welt ist die Antwort erklärt ja. Die Europäische Zentralbank zum Beispiel ist der Meinung, dass die Inflation mittelfristig bei 2% pro Jahr liegen muss, für Preisstabilität zu erreichen. Kurz gesagt geht es darum zu vermeiden, dass Preise für Basisprodukte wie Lebensmittel außer Kontrolle geraten. Wir hoffen, dass euch das erste Video über die Inflation gefallen hat. Am nächsten Video gehen wir darüber an, wie sich die Inflation auf die verschiedenen Städte auswirkt.